meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung zu einem wichtigen Thema, das momentan tagtäglich die Medien beherrscht und letztendlich unser ganzes Land vor eine große Herausforderung stellt, aber auch konkret uns hier an der Basis im Landkreis, auch in den Gemeinden. Ich möchte mich für die 10-minütige Verspätung entschuldigen. Ich musste gerade eine Sitzung der Kreistagsgremien leiten und bin ohnehin dann mit in der Sitzung jetzt gegangen, aber den Punkt Haushalt für unsere Schulen auch, den musste ich noch zu Ende bringen und dann bin ich hier nach Poing geeilt. Ich möchte mich bedanken bei Herrn Wagner als Hausherrn sozusagen, dass wir heute hier sein dürfen. Ich darf auch die beiden Schulleiter, Herrn Bülk und Simone Fleischmann, sehr herzlich begrüßen. Natürlich den Hausherrn hier in Poing, den ersten Bürgermeister Albert Hinger und meine Kolleginnen und Kollegen hier vorne am Podium. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken an der heutigen Veranstaltung. Und ich denke, die Schlagzeilen der letzten Jahre, man kann schon fast sagen, das begleitet mich seit Beginn meiner Amtszeit, am 1. Mai 2013. Damals hatte der Landkreis etwas über 100 Asylbewerber unterzubringen. Das ist eine staatliche Pflichtaufgabe. Manche meinen, wir würden das in humanitären Übereifer so vollziehen. Das ist nicht der Fall. Natürlich gehört Humanität hier auch dazu, aber es ist zunächst mal eine staatliche Pflichtaufgabe, die den Landkreis nicht als Kommune betrifft, sondern das staatliche Landratsamt. Also der Landrat hat ja 2 Hüte auf, er ist gewählt von den Bürgern, um den Landkreis mit dem Kreistag gemeinsam weiterzuentwickeln, um Schulen zu bauen, Straßen und was dazugehört. Und dann ist er Leiter einer Staatsbehörde und hat in dieser Funktion auch die Befehle der Staatsregierung oder der Regierung von Oberbayern zu vollziehen. So kann man das einfach erklären. Zum Jahreswechsel hatten wir dann gut 200 Asylbewerber im Landkreis, ich werde es kurz erläutern. Mittlerweile sind wir bei 386, 87 und wir haben heute Nachmittag oder Mittag die Nachricht bekommen, bis zum Freitag werden 20 weitere Asylbewerber den Landkreis Ebersberg erreichen. Wir haben vor kurzer Zeit innerhalb von 8 Tagen 60 neue Asylbewerber im Landkreis unterbringen müssen. Und wie das geschieht, das wird nachher auch noch Ihnen das nächste Mal vorgestellt. Sie haben sicherlich Zeitungswissen, Medienwissen, verfolgen die Nachrichten, auch was die Globalentwicklung betrifft, aber vielleicht wissen Sie auch nicht im Detail, wie wir als Landkreis gemeinsam mit den Kommunen eben hier herausgefordert sind, diese Herausforderung eben, die uns rechtlich auferlegt ist, zu stemmen und welche Möglichkeiten wir dabei haben. Und wenn ich nur ganz kurz vorausgreifen darf, wenn ich sage, wir haben jetzt 387 oder bald 407, also zum Wochenende, dann kann ich Ihnen auch gleich sagen, wie viel wir bis zum Jahresende nach den neuesten Prognosen unterbringen müssen. Das sind nochmal 140, 150 dann dazu. Also die Quote, jeder Landkreis hat Quoten zu erfüllen, also hat zu erfüllen. Das sind 500, 550 in etwa, die untergebracht werden müssen. Und die Prognose für das Jahr 2015 ist dann nochmal gut 300, 800, das ist in etwa so der Wert, der uns jetzt für das Jahr 2015 bis zu dem Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt wird. Und das sind natürlich Dinge, mit denen meine Mitarbeiter in sehr engagierter Art und Weise, nicht Dienst nach Vorschrift, from 9 to 5, wie man so schön sagt, sondern von frühmorgens bis spät abends auch am Wochenende zu erfüllen haben, wenn der Regierungspräsident von Oberbayern, Christoph Hildenbrand, alle oberbayerischen Landräte am Donnerstagabend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr anruft und sagt, ihr kriegt morgen wieder 20 Asylbewerber in den Landkreis mit Adresse Eichtalstraße 5, das ist die Adresse des Landratsamtes, dann melde ich mich 1 Minute später bei der Frau Geisler und sage ihr um 22:15 Uhr, was uns morgen erwartet, und so geht das dann also bis tief in die Nacht. Und gestern kam eine Nachricht, um Sie auch gleich mit den positiven Ereignissen hier zu konfrontieren, weil das unsere Realität derzeit ist. Gestern kam eine Nachricht vom Krisenstab, der in München jetzt täglich tagt, auch am Wochenende. Die Nachricht, die Landkreise müssen sich darauf einstellen, dass sie über Nacht zum Teil mehrere hundert Asylbewerber aufnehmen müssten,
in Notsituationen, das heißt, wenn in der Bayern-Kaserne, wo die Zustände ja auch immer dramatischer werden, wie man durch die Nachrichten auf der Fahrt hierher verfolgt, über Nacht, wenn dort was passiert, eine Krankheit ausbricht, sonst irgendein Skandal oder eine andere Krisensituation, müssen die Landkreise die Bewohner der Bayern-Kaserne aufnehmen, und zwar über Nacht. Das heißt dann gleich mal über Nacht eine Dreifachturnhalle zu beanspruchen, das aber dann nicht auf Dauer, sondern vorübergehend für den Notfall. Aber das sind die Nachrichten von gestern und von heute, um das zusammenzufassen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt kurz uns auch den Vortrag anschauen, den meine Mitarbeiter vorbereitet haben, um Sie auch noch mal ein bisschen die Technik einzuführen. Ich habe heute Abend keine weiteren Termine mehr und bleibe so lange hier, wie es notwendig ist, um auch mit Ihnen zu diskutieren. Uns ist der Dialog wichtig. Für mich sind diese Abende auch insofern wichtig, dass ich selber da bin und zuhöre und Ihre Fragen mit meinen Mitarbeitern beantworte, Ihre Sorgen, die ich ernst nehme, aufgreife und dass wir dann gemeinsam auch nach Lösungen suchen. Und da sind unsere Gemeinden wichtige Partner, weil nochmal, auch das kann man aber in den Folien schneller übergehen, die Asylbewerber werden ja nach einem festen Schlüssel deutschlandweit auf die Bundesländer, dann in Bayern auf die Bezirke und dann auf die Landkreise verteilt. Das heißt, wir haben feste Quoten, die sind definiert. Da gibt es auch nichts zu rütteln. Also übererfüllen darf man, aber untererfüllen ist schlecht. Und wir haben dieses Jahr noch nicht erfüllt, wie viele Landkreise auch. Es gibt ganz wenige, die schon die Quote erfüllt haben. Aber wir können dann die Asylbewerber nicht mehr nach Einwohnerquoten auf die Gemeinden verteilen. Also so wie der Regierungspräsident macht, dass er unseren Bus mit 20 Asylbewerbern am Freitagmittag vor das Landratsamt schickt oder am Freitagnachmittag, können wir sagen, wir verteilen die nach der Größe der Gemeinden auf die Rathäuser. Das geht rechtlich nicht. Der Kreistag in Fürstenfeldbruck hat hier letzte Woche wohl einen politischen Beschluss gefasst, der rechtlich aber, glaube ich, nicht durchsetzungsfähig oder umsetzbar ist. Aber es war mal der Versuch zu sagen, die Gemeinden müssen auch die Verantwortung übernehmen. Es gibt seit 2013, seitdem ich im Amt bin, keine Bürgermeisterdienstversammlung, lieber Kollege Albertinger, wo ich nicht auch in dramatischer Art und Weise die Bürgermeister bitte, uns auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen, uns zu helfen, damit wir das gemeinsam stemmen. Insofern bin ich den Gemeinden auch dankbar, auch dem Kollegen Hingerl, dass wir hier diese Herausforderung gemeinsam stellen. So viel möchte ich jetzt mal sagen. Sie merken, es sprudelt in mir. Jetzt darf ich bitten, als nächstes Herrn Skalitz vom Ausländeramt, im Landratsamt vorzutragen, und dann, glaube ich, macht Frau Wolinski weiter.